Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats, ich bin metaphysische Beraterin und Begleiterin, Autorin von verschiedenen Büchern, unter anderem von Fool's Path, über das ich auch irgendwie in den nächsten Podcasten nachher schwätzen werde. Mein Thema heute hatte ich schon eigentlich abgegriffen, allerdings will ich das hier an der kompletten Interaktion mal nachher herabbringen, weil was also wo ich den Podcast abholen, auch von dat ein paar Wochen mich spät wird sind, wo der Podcast lauschen wird. Verloren in den letzten ein, zwei Tagen geschieht als beziehungsweise in Kommunikation zu einem Thema rüberkommen als Dach spannend, als sieht so viel auf so vielen Aspekten Bereich von Neospiritualität, New Age Esoterik aus, für wirklich mal ein zu weisen, wie so ein Hin und Her kann funktionieren, war just ein Thema aussetzt. Ich erkläre eine Situation. An einer Gruppe hat ein Opfer daran gesagt, wo es einen Trommelofen geht. Und dann hat es gewohnt, für den Trommelofen 10 € zu freuen, als Entree. Und die erste Reaktion, die ihr rüberkommt, war, ja, es gibt so viel, der Trommelofen, dann, die gratis sind, und auch Seminare, wo ihr könnt eine Trommel bauen, wo ihr da just Material muss bezahlen, bla bla bla. Alles schön und gut. Satz haben drin. Ich habe sowieso nie verstanden, wie ein von Seele zu Seele, wo etwas ausgetauscht wird, überhaupt noch finanziell Mittel kann freuen. Lose für mich 2 Punkte an der Geschichte. Ich meine, ich hatte das auch schon an einem anderen Podcast geschrieben. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, dass den Herr, den die Opfer gemäht hat, keinen Job nebenan hat, für sein Frigo zu füllen. Also das sein Beruf, die Trommelofen den anderen zu machen. Und ich fand 10 € nicht dramatisch. Auf der anderen Seite geht mir immer ein bisschen durch den Kopf, für was also normal, dass man da bist von einem Dachdecker bezahlen, die ja auch seine Zeit, sei Wissen, sei Können an die Arbeit investieren, zum Beispiel, oder egal, ein Architekt sieht der schon aus. Also, bald irgendeine spirituellen Dinge geht, also eine spirituelle Richtung geht, ein spirituelles Opfer geht, dann muss das ganz gratis sein. Dann muss das ganz, darf das nicht mehr mit Suchen irgendwo ausgetauscht gehen. Ganz grob andere Richtungen, die ich kenne, verstehen die Probleme und die Problematik auch nicht. Es scheint, wie wenn das wirklich eine Sache ist, die sich just an der westlichen Kultur festgesetzt wird, sobald es spirituell ist, muss das komplett getrennt gehen von allem, was materiell ist, was zu ist. Also ein Trommel, also auch materiell, ich meine, das Thema hatte ich schon an dem letzten Podcast gemerkt, darum geht es mal an erster Stelle nicht. Es ist auch noch immer den Aspekt, den ich auch an der Zwischenzeit durch die Kuren, die ich par rapport zum Taoismus mache, Geld als eine Energie wie all einer auch, und für was soll dann nicht etwas rumkommen als Respekt, dass die Person auch wie gesagt, seine Energie, sein Wissen, seine Zeit durch schließlich mit investiert. Insofern wäre das für mich, das wäre so meine Argumentation gewesen. Seine Argumentation war dann noch, ich habe keinen normalen Beruf mehr, und das tut nach meiner Art und Weise für meine Familie zu ernähren. Punkt. Habe ich Geduld. Was interessant war, das war Oves. Den Tag darauf kommt eine weitere Message. Für mal ganz lieb auszudrücken, das erste für mich eine Antwort gewesen, und dann wäre es stehen geblieben. Das zweite als eine Reaktion. Und dann hat er gesehen, dass den Unterschied zwischen einer Antwort und einer Reaktion. Das ist, die Person hat aber einen Druck sitzen. Aber wenn das eine normale Erklärung gewesen wäre, wäre ich damit noch verstanden. Interessanterweise aber bringt sie etwas ab, obwohl ich das so für mich gibt es immer einen Unterschied, wenn ich mich erklären, meine Position erklären, oder wenn ich mich muss mit anderen vergleichen, und noch besser die anderen Personen natürlich als Männer gut hinzustellen, weil wenn ich mich vergleiche, will ich das schon just nur Uhren machen. Und so einfach die Person, dass den Text, den auf ihrer Seite ist, den erst dann die von Wegen versuchen zu kriegen, am Anfang ist den auch immer wertneutral, und dann geht es um ein Thema, was ich sowieso an einem weiteren Podcast werde abgreifen.
ja, die Leute, die immer noch alles gratis gehen, das sind Leute, die haben nach karme Schulden abzuschaffen und zu bezahlen. Mit dem Satz an und rund, dass hin so weit wird, dass hin das eben nicht mehr reicht. Zum Thema Karma werde ich mich an einem anderen Dingen äußern. Der Fakt, dass die Person aber meint, sich müssen zu erklären, wie am selben Moment andere zu jugieren, da frage ich mich, inwiefern so eine Person dann wirklich seine karmische Schulden abgeschafft wird. Wie gesagt, ich werde auf das Thema kommen. Wieder also gesehen, als das ganz ein Streit wird von zwei Seiten, und das wird ich probieren, an dem Podcast ein bisschen herauszukristallisieren, als kann ich sich nicht mit in Zusch begegnen. Das ist mal auf der einen Seite diejenigen, den seht, wenn du mit spirituellen Techniken, mit metaphysischen Techniken schaffst, weil so mal so, wir können Trommel, habe ich mal genau gesehen, aus dem direkten Dinge von einer spirituellen Arbeit rausholen, weil wir genau wissen, dass das auch um Frequenzen geht, an dem Herz, mit einer Trommel, wo ihn dann an eine Hypnose oder ein Trance gerät und so fort und so weiter. Also da sind wir auch um wissenschaftlichen Gebiet NRW. Mehr, wie oft das eben hintergestellt wird, wo schon mal ganz brutal ein Kerl dahinter sitzen, als welchen Grund meint du irgendden auf der anderen Seite müssen zu stehen und zu erwarten, dass wir dem gratis als Energie, als Wissen, als Kapazitäten an den Heiten, den stellt auch nach Trommeln zur Verfügung, also auch nach materiell Trommeln, die ich aber irgendwo mal ein Kerl müsste finanzieren, zur Verfügung stellen, an als welchem Grund meint den anderen, dass den du nicht Mist mit bringen. Natürlich wird den Herr Hai dann auch abgekraft, dass das dann auch eine Sache von karmische Schulden werden, also sind wir auf einem Punkt, das für den nächsten Podcast. Das ist natürlich die eine Seite, also ein kloren Ugriff, weil das hat auch einfach keine so, es gehen auch gratis Trommelofen, wenn es dich interessiert. Nee, die Sätze müssen du an den Drogen gehen. Und auf der anderen Seite dann auch den Dinge von wegen, ich sterbe so froh, weil ich schon meine karme Schulden aufgeschossen, also aufgeschlossen, wenn ich schon aufgeschossen gesagt, aufgeschlossen und aufgeschafft. Ich meine, schon das Thema spirituelle Arroganz auch schon mal erarbeitet an meinen Dingen, an meinen Podcasten. Wenn du siehst, wie ein Hin und Her kann geschehen, den 2-3 Mal gar nicht hat müssen sehen. Das echt hat nicht müssen so an. Ich verstehe sowieso nicht. Hier geht es von Seele zu Seele. Nicht geht von Kenntniserledung zu einer Seele, die etwas bereit ist für zu lehren. Und das nicht, weil den bringt einem das schon bei, wie richtig trommelt. Also investiert der schon Energie. So. Das heißt, das nicht, wenn ich es ganz brutal gesehen, gleichgestellt von Seele zu Seele. Und wir mussten den Satz, den Seitenhieb da gehen. Und den anderen, den es hat, keine Belosen dabei, lauscht das mein Arbeit, wo wir durch meine Familie verdienen, hat sich nicht gelost, für trotzdem nach einem Drop zu sitzen, an einem Dörbeldrop zu sitzen, an dem man nicht nehmen, nach ein Jahr erklärt, mir lo und noch erklärt, Jung, du kannst das nicht verstehen, wenn du das noch einmal gratis machst, dann heißt das, dass du nach karme Schulden hast. Ich wollte Herr Stummer, das ist mal auf den Weg bringen. Inwiefern Leute, die ich auf manchmal mal bis dato an denen Treffen für englische Mose spirituell gehalten haben, inwiefern das Thema sich dann so heißschaukelt, wo ich mir die Historien da angucken und ich scheinbar den einzigen Sinn, den sich Hannah fragt, die ganze Zeit dafür genau so nicht zu rappen. Ich will nicht so, dass ich den einzigen allgemeinen Sinn mehr an der dritten Situation und ich 2 Leute, die komplett unreflektiert durch die Gegend laufen und es nicht merken. Also, ich probiere nicht einfach einen Job zu bringen. Wenn ihr einen Trommelofen möchte, wo sie einen Trommel mitbringt, die ihn zur Verfügung stellt, wo sie Kenntnisse zur Verfügung stellt, an die kriegt just 10 Euro dafür. Ich kann nichts Schlimmeres. Da sind ich der Meinung, dass es das wert ist, sich die Sache eigentlich anzugucken. Ich weiß auch auf der anderen Seite, dass Leute diese Sache gratis machen, bei den Klienten, bei denen Leute, die eigentlich so gern Rafe gehen, wo sie nicht mehr Rafe können,
auch den Dinge können kreieren, wann es nicht kostet, also es nicht wert. Weil den auch eine Renke muss man darauf bringen. Also dann nicht mehr normal zu so 10 Euro, das ist okay. Von dem ich logisch für so einen Trommelofen, was weiß ich, 200 Euro frohen, gebe ich mir auch meine frohe Stellen. Mit 10 Euro, das ist für mich einfach ein kleiner Obolus an der ganzen Geschichte. Dann hast du dazu eine Sache für sich, was mich auch an seinem Text, weil das ist ein Text, den er auf seiner Seite hat, dran hat, das Sing, wie hat er gesagt, sing Weißgiden, also sing hellisch an sing, also weiß, kann schon nicht mehr weiß, weil auch hier schwätzt von weißem Schamanismus. Muss ich das Wort New Age Esoterik mal rausschwätzen? Weißer Schamanismus, Rebo, Reiki etc., wo ich sowieso aufhängen und der Seriosität zu zweifeln, wo ich nicht mehr meine, dass es ein Mangel an Seriosität als par rapport zu einer unreflektierten oder weiß man Sachen umzugehen. Versteht mich richtig, das nicht, dass den absolut himmelt, wie seriös, also das tun ich schon verstanden. An sing Weißgiden, das sind die ihm so, dass das gar nicht gibt gehen. Ich sehe lang an den Welten NRW schon mit ganz viele Giden zu die gehabt. An all Kaiers stellen ich fest, dass die einerseits viel mehr reflektiert rüberkommt und nicht so strikt ja oder nee sieht, außer dass es wirklich gefordert hat, mir die Sachen erklären, ohne an dem Ton, wie den das verfasst und rüberbringt, dann dem Moment mehr ob manchmal mitteilen. Das erlebe ich auch ganz viel bei anderen Channelingen, das Thema habe ich auch schon angesprochen. Insofern guckt ich so Angebote, vielleicht mit derselbe Steuerweise an, wie der ein Angebot anguckt, wenn der ein Fassade machen lässt, wenn der Fleisch kaufen geht, wenn der ein Auto kauft, wenn der ein Reis macht, einfach als der Preis angepasst und das, was man da erwarten kann. Anstatt zu mengen, das und irgendetwas Spirituellem festzumachen, was vielleicht, wenn ich den hin und her gucke, von Leuten, die sich für heisch evoluiert spirituell betrachten. Also ich schwätzen, dass das ganz klar ist. Ich schwätzen das und par rapport zu der Art und Weise, wie sie sich durchstellen, nicht par rapport zu wie Leute sind in NRW. Fanden ich, das, was da aufgelaufen ist, alles Ernstes, wie spirituell evoluiert, wie als westliche Spiritualität, das am Moment gerade so an den 7. Himmel läuft. Sur ce, mit der Gedanke bei Offren, die da sieht, genauso gut, wenn sie gratis sind, wie wenn sie ein bisschen kosten oder wenn sie viel kosten, guckt so Werte wie oben so unten, genauso an, wie da gibt gucken, wie den Fassademeister Fassad neu gemäht hat, guckt, was qualitativ hier erst dabei rauskommt, guckt, was qualitativ, wie der Rest qualitativ an der Sache fehlt, eher da 10 Euro verurteilt, oder die anderen verurteilen, die 10 Euro verurteilen. Und vielleicht kommen wir dann irgendwo auf einen Punkt, wo wir ein normales Level an das Ganze kriegen, und mal eher mal von spiritueller Evolution schwätzen, einfach von gesundem Menschenverstand auf von einem erwachsenen Verhalten können schwätzen. Sur ce, vielmals merci für das Nullausteren, einen schönen Mittag, einen schönen Abend und eine gute Nacht.